Sporttag in der Schweiz, früher in der Schule. Ach du meine Güte. An dem Tag, du bist Olympiaspieler in 10 verschiedenen Kategorien. Weitsprung, Weitschiessen, Sprinten, 2 Kilometer Lauf, Klettern. Oh, ich weiss nicht, wie ich als Kind nach dem Tag noch irgendwie ins Fußballtraining gehen konnte. Das Ding ist, unsere Schule hat das for real ernst genommen. Wirklich für jede Sportkategorie so beste Listen gehabt. Also vor 15 Jahren, da mag ich mich noch daran erinnern, dass der Johannes, der hat den Ball so weit geschossen, dass du gar nicht mehr schauen konntest, wo er angelandet ist. Dann so langsam irgendwann kommt so die letzte Kategorie. Da gibt's so die Lehrer, die motivieren wollen. Go, ihr schafft das, go, go, go. Du als Kind nur so, Mann, ich bin seit 7 Stunden am Sport machen, Mann, chill mal bitte ein bisschen. Aber im Großen und Ganzen war es noch geil gewesen. Wenigstens nicht irgendwie Mathe oder irgendwie Geografie-Prüfung oder so, weißt du, was ich meine? Am Sporttag hast du so viele verschiedene Leute. Bei uns ist es halt immer mit Gruppen gewesen und du bist so mit random Leuten reingeworfen worden. Dann hast du halt den einen Bub, das eine Mädchen, der halt wirklich gar keinen Bock hat. Dann gibt's den absolut übermotivierten in der Gruppe, der immer aufs Gewinnen aus will. Und wehe, einer von euch da aussen ist langsamer wie die oder die Person, weil dann ist er beleidigt. Du kannst bis zu der nächsten Disziplin nicht mehr mit dem reden. Irgendwie die Schulolympiade oder den Sporttag gewonnen hast. Ich meine, gewonnen hast nur so einen Spitzbub, chill dein Leben. Die geilste Disziplin, die wir in der Schule hatten, ist Papierflugge werfen. Also innerhalb von 5 Minuten müssen wir einen Papierflugge zusammenbauen und hast den aus dem Fenster werfen. Und der, der am weitesten kam, hat halt gewonnen. Schreibt mal in die Kommentare, habt ihr den Sporttag gerne gehabt, ja oder nein?